Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Wir sind wieder zurück jetzt in unserem Hauptquartier, beziehungsweise wir sind jetzt schnell auf der Rangliste. Und wenn wir mal schnell kurz auf die Konstrukteur-Rangliste drauf schauen, sehen wir sind momentan 9. mit 2 Punkten vor Williams. Und das müssen wir aber wirklich beibehalten. Also es wäre schon das Ziel, dass wir mit unserem Team 9. werden. Alfa Romeo werden wir wahrscheinlich nicht mehr einholen, weil die sind schon relativ stark jetzt noch in dieser Saison. Es sind ja auch nicht mehr wahnsinnig viele Rennen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen gut zurückschauen, wir sind hier jetzt schon in Austin, in den USA. Und es sind, glaube ich, noch, das ist noch kurz schauen, wo kann man das wieder nachschauen? Rangliste, da sehen wir es, glaube ich, dann sicher. Genau, wir haben noch Mexiko, Brasilien, Australien und dann nachher noch Abu Dhabi vor uns. Das ist mir gerade das Wort nicht in den Sinn gekommen, oder der Name nicht in den Sinn gekommen. Und ja, wir schauen jetzt einmal, was wir noch rausholen jetzt in Austin. Wenn wir jetzt noch schnell reingüchseln, wir sehen, gesamthaft von der Leistung her sind wir nach wie vor eigentlich immer noch das schlechteste Team. Wir sind, glaube ich, noch nie über Haas gewesen, oder auch knapp dran. Wir haben zwar noch ein paar Entwicklungen am Laufen, dass wir da nochmal updated sind. Also der Antrieb, da kommt noch ein kleines Update und beim Chassis kommen auch noch 2 kleine Updates. Und ja, ich hoffe, dass wir dann aufs nächste Jahr dann ein besseres Chassis und allgemein einfach ein besseres Auto herstellen können. Das sollte ja dann jetzt auch mal der Fall sein, dass wir da noch ein Update bekommen, wenn dass wir da die neuen Regeln bekommen. Aber ich würde mal sagen, wir labern nicht gross weiter drum herum. Wir gehen jetzt nach Austin, eine Strecke, die ich nicht so gerne fahre. Es ist an und für sich nicht so schwer, muss man ehrlich sagen. Die Linie ist sehr wichtig auf dieser Strecke. Aber ja, ich fahre sie nicht so absolut, also nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir gehen jetzt mal ins Training, beziehungsweise ich gehe ins Training und wir sehen uns dann gerade wieder im Blitz Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zum Blitz Qualifying. Ich bin ein paar Runden gefahren im Training und es war eigentlich voll okay gewesen mit dem Setup. Ja, das Auto ist halt einfach nicht schnell und wendig. Also gerade in diesen schnellen S-Kurven habe ich es recht gemerkt, ich habe viel Zeit immer dort verloren. Aber ich kann einfach nicht schneller durchfahren, weil das Auto halt einfach so extrem untersteuert. Aber sonst bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem Setup. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Wir hoffen, dass wir gut durchs Qualifying durchkommen und uns gut positionieren können. Und ja, let's go! So. Dann versuchen wir mal unser Glück hier. Wieder Wheelspin gehabt. Das Auto ist jetzt nicht gerade so schnell auf der Gerade, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir das Setup gemacht, dass ich in der Kurve viel Grip eigentlich sollte haben. Scheiße, 9. bin ich geworden, habe ich gesehen. Es war voll okay. Also ich bin besser durch die S-Kurven durch, als ich gedacht hätte. Also wir fahren immer noch mit der gelben Lackierung. Wir haben ja in Japan die Farbe gewechselt. Hat ja uns Glück gebracht, wir sind ja in die Punkte gekommen. Hoffentlich können wir das wiederholen jetzt hier in Austin.
Und ja, wir schauen jetzt mal, was im Rennen passiert. Wir sind 9. mit unserem Auto, aber ich glaube auch, ich habe wirklich eigentlich eine gute Zeit können fahren. Also ich habe mich auch wirklich sehr gut gefühlt während dem Fahren jetzt. Und Schwarzmann ist nicht Letzter, sondern Zweitletzter. Immerhin. Aber ihn müssen wir auch ein bisschen fördern. Ich glaube, dort ist ein bisschen das Problem, weil wir zu wenig fördern und ich habe auch ein bisschen Dreck auf den Brüllen. Das ist mir vorher schon aufgefallen. So, jetzt ist es besser. Und ja, also ich würde mal sagen, wir gehen ins Rennen. Let's go! Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Verstappen, Perez, Lando Norris und Sainz, Ricciardo, ein Wagen des neuen Teams, Leclerc und Pierre Gasly, Tsunoda, Ocon, Fernando Alonso und Räikkönen, Vettel, Giovinazzi, Lance Stroll und Mick Schumacher, Latifi, Schwartzman, Mazepin und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. So gut, wir sind noch eins vorgerutscht von den Startpositionen her. Scheint hat es noch irgendwo eine Strafe gegeben. Wir starten aber auf der schmutzigen Seite. Hoffentlich haben wir einen guten Grip am Start, das ist sehr wichtig hier. Wir schauen noch in die Rennstrategie rein. Wir sehen, wir starten mit den roten Reifen, gehen dann nachher auf die gelben. Und das Rennen ist 14 Runden lang und wir nehmen den Sprit ein bisschen runter, etwa auf 26 Kilo nehmen wir mit, 14,4 Runden. Sollte lange, wenn eine Safety Car Phase kommt, ist es eh safe. Und bleibt auch schönes Wetter, also kein Regen, das gefällt mir sehr. Und da würde ich mal sagen, legen wir los und hoffen auf ein gutes Rennen. Let's go! Oh, schlechter Start gehabt. Da sind wir weit draussen. Wir müssen weit draussen rumgehen, weil... Oh. Unterschreibt mein Wagen aber extrem gerade wieder. Okay, die Position darf ich behalten, obwohl ich es jetzt so abgekürzt habe. Oh, da hat es eine Kollision gegeben. Ich habe jemanden getutscht. Ich glaube, es war Räikkönen war es. So, wir versuchen mal ein bisschen aufzuschliessen, wobei unser Auto ist ja von der Performance her nicht so schnell eigentlich. Ja, perfekt. Okay, dann die erste Strafe. Für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Dann sind wir besser dran als vorher. Vielleicht lang nicht. Nein. Ja. Dem Boxenstockfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Ah, ich bin immer so neu, aber ich komme nicht vorbei.
Jetzt aber vielleicht. Ein bisschen mehr Schwung geholt. Ja, jetzt könnte es gehen. Jetzt geht's, jetzt geht's. Mal anbremsen. Oh! Sauber gemacht. Gute Arbeit. So, Ocon ist vor uns. Gasly hat ihn gerade vorher überholt. Und jetzt müssen wir in die Box gehen, glaube ich. In dieser Runde oder der nächsten, besser gesagt. Diese Runde. Genau. Ja, ich rutsche ein bisschen auf der Hinterachse rum. Sei vorsichtig. Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Ja, ich komme jetzt in die Box, also scheiß auf den Grip. Ah, Ricciardo kommt. So, wir gehen in die Box rein, würde ich behaupten. Ricciardo kommt auch gerade mit. Okay, wird spannend. Mal schauen. Hoffen wir einen guten Stopp und dass wir gerade vor McLaren bleiben. Los, raus mit dir. Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Okay, bleib hinten. Das ist aber gleich schnell gewesen, so wie es aussieht. Eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Da kommen noch ein paar Autos. Oh Gott, ist das Auto noch rutschig mit den gelben Reifen. Oh mein Gott, okay, ich hatte fast eine Kollision gehabt. Ist jetzt natürlich nicht so optimal, dass wir hinter dem Räikkönen gelandet sind. Das sollten wir aber jetzt holen, weil er kein DRS. Das ist gut, wir können uns jetzt ein bisschen vom Ricciardo lösen. Weil das ist jetzt gegen den, wo wir kämpfen, und der steckt jetzt gerade ein bisschen im Traffic fest dort hinten. Beziehungsweise einfach so lange, bis die andere Box gehen. Also Bottas war schon gewesen. Robert ist an der Box. Robert an der Box. Ja, der Hamilton ist hinter der Kate. What the fuck? Alonso, der war glaube ich hinter uns gewesen, Der hat gewonnen in der Box drin. Aber jetzt noch mit kalten Reifen unterwegs natürlich. Das ist noch unsere Chance, um ein bisschen aufzuholen. Aber ich rutsche recht um mit den Gelben. Nicht so geil. Aber unsere Chance jetzt mit DRS, er hat keins. Sollte lange. Beim Anbremsen vielleicht, ein bisschen Brechstangenmanöver. Ui!
Da haben wir ihn. Jetzt sollte ich einfach irgendwie die 3 Sekunden rausfahren können. Da kommt der Ocon aus der Box raus. Jawohl, den haben wir auch gerade geholt noch, aussen rum. Oh, meine Reifen sind ein bisschen warm, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, wieso dass ich gerade so extrem rutsche. Okay, jetzt haben wir wieder gefangen. So, jetzt muss ich mich einfach irgendwie ein bisschen lösen von denen, weil sonst kostet es mir einfach extrem viel Zeit. Wegen meinen 3 Sekunden, die ich noch habe, die werden mir noch wehtun am Schluss, ich sehe es kommen. Die letzte Runde des Rennens. So, letzte Runde. Zwischenfallende Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshals Okay, wird die Trümmerteile irgendwo. und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Tsunoda will es wissen, ich muss mich irgendwie noch ein bisschen lösen. Weil ich glaube nicht, dass man es in die Punkte reinlenkt. Mit so viel Abstand, wie ich jetzt momentan auf die anderen dort hinten habe. Die sind aber relativ nahe. Da verbremse ich mich noch. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, er hat jetzt natürlich DRS noch. Ich versuche mich mitzuziehen. Gut, wir sind ins Ziel, was immer wurde. Ich weiß es leider nicht, ob wir noch Punkte geholt haben. Aber es ist, es ist auch mal ein recht harter Kampf gewesen. Jetzt muss ich wirklich sagen, zu Null ist sogar Fahrer des Tages geworden. Er war wirklich schnell gewesen, aber ich konnte schon recht gut auch decken, dass er nicht vorbeikommt. Jetzt schauen wir doch mal, wo wir gelandet sind. Perez hat gewonnen, Verstappen und Lando Norris. Die sind alle auf dem Podium. So, also, wir sind noch 9. geworden. Schön, wir haben immerhin noch 2 Punkte holen. Ja, wir sind ja vor dem Tsunoda gewesen, wir wären als 6. ins Ziel gekommen. Das hätte natürlich mega viele Punkte gegeben und das wäre unsere beste Positionierung in einem Rennen. Ich glaube, die beste Platzierung, die wir geholt haben, war P7 gewesen. In Montreal. Ja, hätten wir können toppen nochmal um ein Stückchen, aber egal. Wo ist unser Teammate gelandet, der Schwarzman? 19. Auch sehr gut. Ich bin zufrieden mit ihm. Also er macht es nicht schlecht. Er hat zwar niemand überholt, er ist wegen dem Raikkonen weitergekommen. Der ist ja wegen mir rausgeflogen. Er wollte eigentlich innen durchziehen. Also er war schon innen dort, ganz am Anfang des Rennens. Und da habe ich die Tür hat ein bisschen unglücklich zugemacht und da haben wir uns Deutsch gehabt. Wie Sie gesehen, hat es auch weggedreht. So, also, wir sind wieder zurück im Hauptquartier. Jetzt haben wir hier gerade eine Marketingabteilung, ein Ereignis. Schauen wir schnell kurz rein. Das Finale der offiziellen F1 eSports Series steht an und die Organisatoren würden dafür gerne ein paar große Namen gewinnen. Rennkunst, zweiter Fahrer, -7. Anerkennung zweiter Fahrer. Sollen wir das machen? Nein, wir machen das nicht.
Wir tun jetzt schnell ein bisschen Sponsorenvertrag wieder da. He? Was ist das? Ist das unser Hauptsponsor? Ich weiß es nicht. Nein, das war nicht unser Hauptsponsor. Das war der Sponsor, wegen der, wo wir uns besser qualifizieren als unser Rival. Mindestens P15, das sollte drin liegen. Wir nehmen mal gerade den. So, da lang. Und jetzt tun wir etwas für unseren Zweitfahrer machen, bevor der wieder komplett am Latschen ist, weil er nicht zufrieden ist. Wir haben wieder sehr wenig Ressourcenpunkte gesammelt. Ich glaube, so etwas entwickeln können wir nicht. Ja, aber der Schwarzman ist momentan nicht so zufrieden, so wie es aussieht, so an dem Smiley an dort. So, okay, seine Stimmung. Der Hamilton ist auch nicht so zufrieden, Bottas auch nicht. Aber Vettel ist gar nicht zufrieden. Ja, geht so. Ist überhaupt einer glücklich? Dann das Sainz, der ist glücklich. Russell auch nicht. Ocon ist zufrieden. Sind alle ein bisschen unzufrieden, hä? Wir haben ja eigentlich auch genug Geld jetzt, oder? Also wir haben jetzt 6,22 Millionen. Wir könnten sogar noch irgendetwas verbessern. Ich glaube, das machen wir auch hier mit dem Fitnesscenter. Ich glaube, wir fördern jetzt mal den Zweitfahrer ein bisschen fördern. Das ist, glaube ich, nicht einmal so schlecht, wenn wir das machen würden. Weil der würde ein bisschen pushen. Machen wir da beides gerade. So. Also, kommt beides am 30. Oktober. Schmeckt. Und dann würde ich mal sagen, wer es mit der Folge von F1 2021. Wir machen dann noch kurz weiter. Zündkerzen kommen da noch. Perfekt, das hat geklappt. Genau, das wäre es mit dieser Folge von F1 2021. Das nächste Mal geht es nach Mexiko. Auch wieder eine Strecke, die gar nicht meins ist, aber wir schauen mal, wie das wird. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und dann sehen wir uns sonst einfach im nächsten Rennen wieder in Mexiko. Und bis dahin sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao!